Guten Morgen, ein weiteres Video von mir auf Deutsch und nicht in Mundart, um meine Reichweite bei meinen deutschen Zuschauern ein bisschen zu erhöhen. Ich habe hier im Menü von Formel 1 Manager 24 die Musik ausgeschaltet, weil ich sonst ein Urheberrechtsproblem habe beim Hochladen. Ich habe bereits ein paar Videos gemacht zu diesem Spiel, habe da falsch gestartet. Man kann neu in diesem Jahr bei diesem Manager ein eigenes Team erstellen. F1. Eine neue Und Saison da wir und eine die neue Ära. Intros und so alles schon gesehen haben, lassen wir das jetzt. Das Problem ist, ich habe anstatt das 01, wo ich wirklich ein selber Team erstellen kann, sowas genommen, wo eigentlich die Vorgaben bereits gegeben sind. Nur mit dem 01 kann man tatsächlich ein neues Spiel erstellen. Und das machen wir jetzt bis zum ersten Wochenende. Ich heiße normalerweise Sin City Racing. Gibt es jetzt eigentlich schon, weil ich das schon getestet habe. Ich gehe hier beim Startguthaben auf das Ganze. Die Qualität der Einrichtung gehe ich auch voll, Autoleistung gehe ich auch voll, weil ich will ja schließlich mitmachen. Bei den Fahrern kann man jetzt auswählen, wie gut die sind. Altersbereich alle. Und ich kann hier wählen, will ich nur reale Fahrer, also ich nehme einem anderen Team die Fahrer weg oder nur generierte, dann sind alles erfundene Fahrer oder gemischt. Das heißt, wenn ich gemischt, also alle drin sind, dann kann ich sowas nehmen da mit einer Wertung von 92. Die ist relativ teuer, die Katharina Potter. Und ich könnte auch den Verstappen anstellen. Aber ich will ja vorne mitmischen. Ich stelle auch die Schwierigkeit auf ganz schwer. Ist 25, 35. Die ist im Prinzip schon zu alt für eine ganze Karriere. Dann nehme ich eine 92, nehme ich Katharina Potter für Auto 1. Auto 2, Alter 19, Antonia Tappi. Ah, okay. Ja, passt schon. Dann hätte ich meine beiden Fahrer. Das sind jetzt erfundene Fahrer in diesem Sinn. Ähm, Daher nehmen wir, der wäre von McLaren. Was nehmen wir? Der ist von Mercedes. Der ist auch von McLaren. Der ist von. Ah, das sind nur real, hä? Nur generiert alle. Entschuldigung. Alter 25. Da. Alle. Die sind da. Habe ich das? Gut. Wieso hat er kein Gesicht? Egal. Den will ich nicht da. Dann nehme ich nehme den da. Kostet auch noch 2 Millionen. Was habe ich hier? Mercedes will ich nicht. Ich will einen erstellten, nicht den anderen Teams wegnehmen. Da, so, passt. Gut, das wäre jetzt mein Team. Die beiden Fahrer, alle wichtigen Funktionen im Team. Da hier kann ich jetzt den Motor frei wählen. Wenn ich den Ferrari-Motor wähle, der hat Ferrari. So, im Vergleich dazu, der Renault ist bei der Haltbarkeit und so ein bisschen besser, aber bei der Kraft viel schlechter. Der Honda ist Kraft besser, aber sonst schlechter.
Und Mercedes ist irgendwie auch schlecht. Ich nehme einen Ferrari, das passt für mich vermutlich am besten. Teamfarben. Dann nehmen wir was in etwa so. Vielleicht noch ein bisschen gelb. Gut. Teamchef, das wäre dann ich. Und ich heiße normalerweise Cervix Uterus. So. Ich bin erfahrener Manager, dann habe ich weniger Tipps. Autoentwicklung Standard, Rennen Standard. Wir machen mal die Rennen hart, weil ich habe ja ein Top-Team. Also Erfahrenmanager hart bestätigen. Die Teamfarben, Logos und so, das kommt alles noch. Jetzt als erstes muss man, bevor man hier auf Fortfahren drückt, muss man bei der Einrichtung ein paar Sachen upgraden. Ich habe 30 Millionen Geld. Ich kann da schon mal was bauen. Das gibt mir zusätzliche Einnahmen. Vorstandsbüro nicht unbedingt. Teamzentrale kostet auch ein bisschen was. Autoentwicklung. Was kostet die Fabrik? 11 Millionen. Das ist zu teuer in diesem Moment. Ich muss dann auch bei den Autos noch Teile entwickeln. Ich brauche einen neuen Frontflügel. Ich habe hier die verbleibenden CFD-Stunden, die muss ich ausnutzen. So, 3,5, dann habe ich noch 3,4. Und hier die Stunden im Windkanal. So, habe ich genau die Hälfte. Wir machen einen ausgewogenen Frontflügel. Ich habe 10 Ingenieure, dann machen wir 5 hier hin. Und bestätigen mal diesen Frontflügel. Dann kommt noch ein zweites Projekt, einen Heckflügel. Da ballere ich die restlichen Stunden rein und die restlichen Leute. Fokus passt. Da die Ingenieure, so bestätigen 1,8 Millionen. Zack, zack. Gut. Jetzt habe ich alles erledigt, was ich erledigen muss. Das interessiert weniger. Jetzt geht es zu den Sponsorenverhandlungen. Der Hauptsponsor, der gibt mir die gesamten Gelder, oder? Oder wir nehmen da habe ich noch so einen Schalter, habe ich noch gar nicht entdeckt. Also der gibt ein bisschen Geld vorab, der gibt vorab kein Geld und der gibt auch kein Geld vorab. Dann nehmen wir diesen da. Jetzt habe ich noch optionale Sponsoren. Da keine Verpflichtung. Fahrleistungswertung nehme ich nicht. Das kann ich machen. Fahrer, Farm, Energy Drink, Personalleistung. Ich kann den Fahrer weniger gut vermarkten. Stört mich jetzt nicht so. Den nehme ich nicht. So. Bestätigen. So, jetzt kommt die Autolackierung. Die kann ich da einfach so auswählen. Ich habe ja jetzt
rot. Also will ich ein auffälliges Auto, zum Beispiel sowas. Ja, schön auffällig, damit es auch gut aussieht in den Kameras, bei den Fernsehübertragungen. Und dann nehmen wir auch was Auffälliges. Zum Beispiel das da. Ja, das passt. Und Logo. Logo spielt nicht so eine Rolle, da nehme ich einfach das. Das ist dann mein Logo. Geht jetzt nicht, das sind ja alles Geschmacksfragen, da das spielt für das Rennen und so keine große Rolle. Das erste Rennen ist in Bahrain. Jetzt geht es zum Sponsorenplan. Und da können wir noch, da hier geht es darum, dass wir da ein paar Sachen einstellen können. Da geht überall, wo ein Helm ist Fahrer. Das ist weniger interessant. Personal, ja, das. Ingenieurgröße spielt das nicht so eine Rolle. So. Bei den Einrichtungen habe ich noch vergessen. Ah nein, Wetterstation habe ich nicht. Wetterstation ist wichtig, damit ich mehr Vorlauf habe bei der Wettervoraussage. Jetzt habe ich 45 Millionen. Jetzt könnte ich auch noch die Fabrik updaten. Kostet 11 Millionen. Jetzt hätte ich ja das Geld. Gut. Ja, muss man immer durchklicken da. Machen wir dann ein kleines Upgrade, kostet ja nicht so viel. So. Spielt jetzt nicht so eine Rolle. Also jetzt geht es darum, die Rennziele für das Wochenende zu bestimmen. Also zweiter oder höher wäre ganz sportlich. Ich nehme vielleicht maximal vierter. Und hier nehme ich, dritter. Ja, vielleicht schaffe ich das. Ich habe noch nie auf Hard gespielt. Das überspringen wir. Haben wir schon gesehen beim letzten Video. Also wir haben bewölkt, klar Himmel teilweise bewölkt. Alles gut. Hier kann ich noch nicht so vieles interessantes Zeugs machen. Ich simuliere gleich bis zum Qualifying. Herzlich willkommen zum Überspringen wir mal wieder. So, jetzt sind wir da hier. Jetzt geht es eigentlich darum, das Auto-Setup ist bei 68%. Da hier, das wäre der Bereich, wo eigentlich dieser Dings da hin sollte. Wenn ich das jetzt verstelle, kann ich das verstellen, dass man hier dann speichert. Irgendwie war das gestern beim Testen nicht so möglich. Also das ist schon mal besser so. Der Frontflügel, der macht das. Hier komme ich ein bisschen näher. Hier geht es weiter weg. Also ich komme da gar nicht.
gar nicht so richtig rein da. Ah, kann ich nichts machen. Okay. Jetzt steht da nicht getestet. Gut. Also wir haben jetzt 68%. Mal mit dem Frontflügel in die so, da sind wir jetzt schon sehr nahe dran. Ja, das müsste ja jetzt eigentlich besser wie 68% werden. Und wenn ich da jetzt zurückgehe, müsste da stehen nicht getestet. Und jetzt starten wir simulieren das jetzt bis zum Rennen. Abgeschlossen. Jetzt müsste eigentlich dort beim Setup eine Verbesserung stehen. Okay, jetzt geht es ums Rennen. Hat nicht geklappt. Das speichert meine Auswahl nicht. Wieso auch immer. Ich kann auch hier bei der Strategie, nimmt es meine Auswahl auch nicht. Also, ich möchte eigentlich mit Gelb starten. So. Und wie kann ich das jetzt speichern? Keine Ahnung. Aber hier steht jetzt mal Gelb, Strategie B. Ich gehe mit meiner zweiten Fahrerin ebenfalls auf Strategie B. Mal sehen. Die Fahreroption beim Start immer auf voll. Sonst werden sie gleich überholt. So, alles voll. Und Strategie ist wieder die alte, Strategie D, keine Ahnung. Irgendwie speichert es meine Auswahl nicht. Ich habe auch schon versucht, eine neue zu erstellen, klappt auch nicht. Keine Ahnung, ob das an mir liegt oder an diesem Spiel. Wir haben ein Park Fermé, ich kann da nichts mehr ändern. Mal sehen, was sie jetzt für Reifen beim Rennen drauf haben. Vermutlich wieder rot. Und diese Session simuliere ich ja nicht. Ich bin ja der Manager. Ich will die Session, weil sonst machen sie einfach alles genau gleich wie die KI. Heute wird ein Und ich neues will ja besser Kapitel sein als die KI. Da stehen die Da muss ich selber 82 Autos am Start. starten. Was sind meine Autos? Sind das meine Autos? Die Appe ist aus und los geht's. Okay, mit der Leertaste kann man pausieren. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, gelb. Welches sind meine Fahrer da? Diese zwei, da gelb, gelb. Okay, Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Sainz und dann kommt meine erste Fahrerin. Wir haben hier ja die sehr harte Variante gewählt. Bremst sich da schon mal innen rein. Erhöhen wir etwas das Tempo. Vielleicht die erste Runde in etwa so, bis sie bei Start und Ziel. Okay, die erste Runde ist geschafft. Jetzt, wie haben wir da Reifen? 96%. Jetzt muss ich da eigentlich auf ausgewogen, Standard und neutral. Standard, ausgewogen, neutral. So,
Jetzt kann ich die ein bisschen fahren lassen. Der Reifen ist am Überhitzen. Die Tankfüllung reicht nicht bis zum Ende. Aber das müsste sich jetzt dann erholen. Und dann gehen wir hier auf die maximale Vorspulgeschwindigkeit. Und wir beachten einfach mal unsere gelben Reifen. Wir sind auf 90%. Die Konkurrenz ähnlich wie wir. Die roten sind bereits da, schon fast in der Hälfte. Die Temperatur kommt gut. Die ersten werden jetzt dann die Boxenstopps machen, da Perez. Ocon ist schon in der Box. Norris wird auch gleich Boxenstopp machen müssen. Und ich versuche mit einem Stopp weniger durchzukommen. Oh je, das ist aber kein guter Boxenstopp. Gasly hat keinen guten Boxenstopp, okay. Also das ist bis jetzt die beste Version vom Formel 1 Manager, die Frontier rausgebracht hat. Bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Es scheint aber Logan Sargent gewesen zu sein. Okay. Schon nur, dass ich jetzt ein eigenes Team an den Start bringen kann, das war einer der größten Kritikpunkte von mir. Und dass das Reifenmanagement nicht wichtig war, die Perlenschnurartige Führung auf der Linien, alles so schlecht eigentlich. Da hat der Motorsportmanager, der ist knapp 20 Jahre alt, der macht eigentlich alles besser. Nach wie vor. Wir ignorieren das jetzt erstmals, weil unsere Reifen sind ja noch toll. Es ist eigentlich klar, dass der Sainz mit einem roten Reifen mich überholt. Wir sind schon bald in der Hälfte. Das Wetter bleibt trocken. Jetzt kann ich noch auf ein Safety Car oder Virtual Safety Car spekulieren. Und dann, sonst muss ich schon bald selber an die Box, das erste Mal und das letzte Mal. Norris ist, Stroll ist an der Box, ich habe 40%. Und kann dann sicher auf Rot wechseln. Gibt keinen Unfall. Okay. Wir haben Potter mit 35%. Wir gehen jetzt mit Potter an die Box. Wir haben noch knapp 20 Runden. Die machen ja 40. Dann nehmen wir in diese Runde Potter rein. So. Und die nächste Runde nehmen wir Tapia rein. Dann geht es da wieder auf diese Anzeige. Bin jetzt auf 8 und 9.
Habe jetzt aber rote Reifen, müsste jetzt eigentlich schneller sein als die gelb bereiften. Vor allem die gelb bereiften müssen vermutlich nochmal an die Box. Wie haben wir damit? Die haben alle schon 2 Stops. Also die gehen nicht mehr an die Box. Dann wird mein Ziel irgendwo da sein. Die machen alles gelbe Zeiten, ich mache grüne Zeiten. Ich bin dran. Mir fehlen 15 Sekunden auf Sainz. Und was ist das? Ein Problem beim Boxenstopp. Okay. Wir haben noch 7 Runden. Ich könnte da ein bisschen Druck machen. Nutzt einfach meine Reifen mehr ab. Ich mache da nur, ich habe noch 3 Sekunden Rückstand. Ich muss da wieder Benzin sparen. Sonst komme ich nicht mehr ins Ziel. Ich muss sogar noch mehr Benzin sparen. Leider. Dann wird es Rang 5 und 6 für mich. Habe ich jetzt noch Sainz überholt mit Benzin sparen? Okay. Der hat DRS-Vorteil und ist wieder vorbei. Und der ist zum Überrunden Max da. Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Also Verstappen vor Leclerc, vor Norris, vor Sainz. Ich habe zwar noch DRS, aber das reicht nicht mehr. Das heißt, ich habe 5. und 6. Platz habe ich erreicht. Bin ich hinter meinen Zielvorgaben. Nach dem Ende des spannenden Rennens sehen wir hier Ja, schade, schade. Die Boxenstopps waren aber gut. Immerhin. Mit meinem habe ich nicht geschafft. Kein Vertragsbonus, gar nichts. Aha. Kann ich jetzt gerade nicht. Was auch immer. Jetzt kann ich so. So, das war jetzt das erste Rennen in Bahrain mit einem neuen Team, damit es den Namen auch verdient, neues Team. Ja, das mein Fazit dazu. Es lässt sich so spielen, ist nach wie vor schlechter als der Motorsportmanager, der knapp 20 Jahre alt ist, weil ich dort einfach noch mehr managen konnte. Ich kann zum Beispiel entscheiden, welche Reifen ich mitnehme, wie viel Reifen, von welcher Sorte. Ich hatte vor allem bei der Boxencrew konnte ich viel mehr bewirken als jetzt hier. Und das Reifenmanagement und die Entwicklung beim Auto mit dem
Einfluss auf die Reifen war immenser. Es war fahrerentscheidend, ob ich einen Reifenflüsterer einstellte oder einer, der den Reifen verschleißt und. Also der, die offizielle Lizenz hat noch einen weiten Weg vor sich, um wirklich so gut zu werden wie ein 20 Jahre altes Spiel. Aber so gelegentlich mal eine Runde spielen kann man gut. Dann danke ich doch vielmal fürs Zuschauen. Und mal sehen, vielleicht gibt es noch ein weiteres Video irgendwann die Tage. Okay, tschüss.